Holz aus den Wäldern des Kantons Graubünden ist ein erneuerbarer Rohstoff, der auch für den Neubau des Fachhochschulzentrums eingesetzt wird. Aus 34 Gemeinden im Kanton wurden im Winter 2023/24 nach sorgfältiger Planung das benötigte Rundholz für die rund 5000 Vollholzbalken der Deckenkonstruktion geschlagen. Der Weg des Holzes vom Wald auf die Baustelle führt zunächst über eine der 8 beteiligten Sägereien in Graubünden, wo das Holz zugeschnitten, getrocknet und gehobelt wird. Was passiert bei diesem Prozess und worauf kommt es an, dass ein Holzbalken über die nötige Qualität verfügt, um bei einem solchen Projekt eingesetzt werden zu können? Ein Besuch bei der Sägerei Breuer in Alverschein gibt Einblick in die nächsten Schritte der Holzbeschaffung für das Fachhochschulzentrum. Der Kanton wollte die heimische Gewerbe berücksichtigen, was natürlich sehr lobenswert ist. Und da gehören wir auch dazu, zu den kleineren Sagebetrieben. Und wir machen es gerne, unsere Mitarbeiter machen es gerne und dann sind wir natürlich mit grosser Freude dabei. Vom ersten Tag an, wo die Bauherrschaft auf uns zugekommen ist, bin ich Fan vom Projekt, grundsätzlich Vollholz zu verbauen und versuche auf Leimholz zu verzichten, aus verschiedenen Überlegungen, ökonomisch, ökologisch. Es gibt ganz viele Faktoren, die dafür sprechen. Ich bin vor allem Fan davon, dass man es geschafft hat, sich auf ein Maß zu einigen von 5,60 Meter. Das ist eine riesige Herausforderung in der Planung. Hohe Qualitätsanforderungen, große Stückzahlen mit immer einheitlichen Dimensionen fordern Mensch und Maschine. Das Zusammenspiel von beidem ist bereits beim Zuschnitt gefragt, wenn die Balken als Ganzes aus einem kompletten Baumstamm gesägt werden. Ein riesiges Kriterium im Fall von Bauholz ist natürlich die Ausbeutung, ganz klar. Wir mussten schauen, dass so viele Blöcke rausgegeben hat wie möglich. Ist nicht immer ganz klar. Der Baum ist konisch, wir sehen nicht in den Baum hinein. Man sieht es eigentlich erst am Schluss, was man rausbringt. Wir sagen das Auge, so wie der Schreiner das Auge hat auch der Sager sein Auge für den Stamm. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das er hat. So sollte es sein. Der Laser ist eigentlich mehr eine Positionierungshilfe. Wir geben der Maschine eigentlich die Randdaten vor, wir geben die Schnittbilder vor und es kommt dann das raus, was wir der Maschine vorgeben. Die Challenge besteht hauptsächlich, die Schnittbilder im Voraus zu sehen, bevor man den Bau eigentlich geschnitten hat. Zwischen 2 und 7 Balken können aus einem Baumstamm gewonnen werden. Nach dem Zuschnitt werden die Balken für mindestens 3 Monate draußen gelagert. Durch die Lufttrocknung sinkt die Feuchtigkeit im Holz auf einen Wert von rund 20%. Mit der Trocknung schwindet das Holz und verändert sich im Querschnitt, was für Bauholz entsprechend einkalkuliert werden muss. Die Querschnittsveränderung die können wir natürlich nicht im verbauten Zustand haben. Und darum ist eigentlich auch wichtig, dass wir möglichst gleich, also auf dem gleichen Trocknungsstand, das Holz verbauen, weil sonst haben wir ja dann nachher, sind Schäden zu erwarten. Oder? Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum wir das, sagen wir jetzt mal global gesagt, warum man die Trocknung einfach muss machen, wenn man so Holz so will verwenden. Allein durch die Lufttrocknung würde man aber den Zielwert von 15% Holzfeuchtigkeit kaum oder nur über einen sehr langen Zeitraum erreichen. Jetzt kommt die technische Trocknung ins Spiel. Durch die Nutzung von Trocknungskammern wird der Prozess stark beschleunigt. Der Trocknungsprozess in der Kammer simuliert eigentlich das Klima von außen, die verschiedenen Jahreszeiten. Es
trocknet ab mit Wärme, feuchtet wieder auf, trocknet wieder ab und so weiter und so fort. Nur, dass die Intervalle einfach viel kürzer sind und durch das wird das Holz relativ schonend trocknet. Die natürlichen Spannungen, die innerhalb des Holzes vorkommen, werden während der Trocknung abgebaut, was zu kleineren oder größeren Rissen führen kann. Für eine ausgewogene und qualitativ hochwertige Trocknung messen Sensoren in der Kammer das Raumklima bezüglich Temperatur und Feuchtigkeit. Die richtige Wahl vom richtigen Trocknungsprogramm und von der richtigen Trocknungskurven sind essentiell für eine Top-Holzqualität. Das fertig getrocknete Holz wird nun in einem nächsten Schritt gehobelt. Dies ist nötig, da sich das Holz während der Trocknung leicht verformen kann. Alle Seitenflächen werden durch das Hobeln wieder glatt und rechtwinklig. Die Holzbalken sind nun bereit für die nächste Etappe ihrer Reise. Die Arbeit der 8 beteiligten Sägereien ist nach der Ablieferung der Balken abgeschlossen. Das Zeitfenster für uns läuft aus Ende März 2025. Fix fertig alles abgeliefert, also fertig eingeschnitten, getrocknet, gehobelt. Die Holzbalken werden im Frühling vom Zimmermann übernommen und weiter bearbeitet. Bis dahin können sie weder bei den Sägereien noch auf der Baustelle gelagert werden. Die Lösung? Ein Zwischenlager in einer Halle. Hier in Landquart können die Sägereien ihre fertigen Balken etappenweise abliefern. Und das Holz ist vor Witterungseinflüssen geschützt eingelagert. Das ist jetzt eigentlich in dieser grossen Halle gegeben. Wir haben auch die Möglichkeit von einem guten Handling, also mit Stapler befahrbar und so weiter. Das ist bei dieser Menge einfach wichtig. Die Vollholzbalken überwintern in Landquart, bevor sie dann ab Frühling 2025 eine weitere Etappe ihres Holzweges antreten. Parallel zur Herstellung der Holzbalken erfolgte auf dem Areal an der Pulvermüllerstraße in Chur der Rückbau der bestehenden Bauten. Neben der Bauherrschaft, den Architekten und den weiteren Planern haben nun auch 34 Gemeinden und 8 Sägereien im Kanton ihren Beitrag für das neue Fachhochschulzentrum geleistet. Im dritten Teil der Filmreihe zeigen wir, wie die Balken weiterverarbeitet sowie verbaut werden und der Weg des Holzes endet.